Als nächstes bleiben wir bei der föderalistischen Sticker. Die Pelzer Spruch, und das ist wahr, ist sehr, sehr vielfältig. Die Pals war spätestens nach dem 30-jährigen Krieg linguistisch gesehen ein Fliegeteppich, weil durch Zuzug vieler religiös verfolgter Minderheiten aus Frankreich, unter anderem Hugenotten wie der Täufer, Mennoniten, alles ist dahergekommen in die Pals, und alle sind hier angesiedelt worden, und die haben sich, das machen heute noch Fremde, die zu uns kommen, gern mal ghettoisiert. Das heißt, sie sind in Dörfern zusammengeblieben, weil sie da besser verstanden haben, und das sind zu viele Spruchgrenzen in der Pals geführt, die heute noch dieses Land linguistisch bereichern, muss man ehrlich sagen. Von Westen her sagt man sogar, sagen Linguisten, also wirkliche Professoren, von Westen her wäre die Prunggrenze, und ich gucke auf den Peter, der aus dem weiten Westen kommt, da unten ist die Prunggrenze auf dem Vormarsch. Unser Claudia, die nachher noch an die Bühne kommt, hat einmal beim Polizist zu Protokoll gegeben, beim Unfall mit dem Auto, wie ich abbiegen wollte und ich aber geblunken. Seht ihr? Das ist klar, ne? Da spricht der Westen. Ne? Da bin ich aber geblunken, der Polizist hat geguckt. Das findest du nicht in jedem Wörterbuch. Und das liegt halt daran, dass sich die Mundart in viel mehr Wörter und Fachbegriffe artikuliert als die Hochsprache. Die Hochsprache benutzt bei mittlerer Schulbildung einen Wortschatz von um die 8000 Wörter. Da hat man schon ein bisschen was gelernt und 10 Jahre in der Schule beigewohnt. Die Mundart, gleich welche, ist ungleich reicher an Begriffe, Wörter und Ausdrücke und benutzt um die 15.000 bis 16.000. Nur damit immer klar ist, wer hier schlau ist, verstehst du? Und deswegen heißt es im nächsten Lied auch, und wer halt nur Hochdeutsch kennt, der hat halt Pelzisch nie gelernt, seht ihr. Und aus lauter Rücksicht auf die Leute, die es vielleicht noch üben, es gibt ja auch viele, die wir zu Besuch kriegen, und das ist schön, wenn die zu uns kommen, denen müssen wir sagen, man merkt dann, man bestellt sich einen Pelzer Wein, am besten Pelzisch. Und so heißt das nächste kleine Stück an, Saas auf Pelzisch. Aber die spricht halt gern so. Man gilt als schick und weltgewandt, wenn man in einem fremden Land nicht einfach bloß in Urlaub geht, sondern auch die Sprache versteht. Das meine ich nicht bloß pädagogisch, sondern das was exotisch. Das erschließt sich uns auf nur, lernt man die Sprache und die Kultur. Trotzdem gilt man bei uns schnell als nicht so schlau und provinziell. Ja, mancher schämt sich und versteht sich gut, und der repelt sich, die sind weil dieser Mann, ja, der repelt sich, weil er's kann. Und der nur Hochdeutsch kennt und nicht, der repelt sich nie gelernt. Wir kriegen gern und oft Besuch, ja, die Pals wird viel gebucht, zum Essen, Trinken, Übernachten, der Wald und Dom sich zu betrachten. Die gehen noch lauter zum Studieren und an der Weinstraße wollen probieren. Und man merkt dann, man bestellt sich Pilzer, Wein am besten Pelzig. Trotzdem gibt man bei uns schnell, was nicht so schlau und provinziell. Ja, man verschämt sich und verstellt sich gut, und der repelt sich, die sind weil dieser Mann, ja, der repelt sich, weil er's kann. Und der nur Hochdeutsch kennt am Ende, der repelt sich nie gelernt. Ich komm als manchmal nach Berlin, ich muss beruflich als dorthin, und hab ich abends dort noch Zeit, dann gibt's im Lichtenberg Kneipp, da ruf ich weit von daheim, dass meine Bedienung jetzt noch käm. Sie nimmt sich Zeit und sie gesellt sich gern zu mir, und sie rettet sich. Zeit und sie gesellt
pelzig gern zu mir und sie redt pelzig grad wie ich und man bestellt sich bei ihr, was man will, Luft pelzig. Und wenn ich abends zu ihr käm, sagt sie, wär's als wieder heim. Und keiner schämt sich und verstellt sich und alle Pilze retten pelzig.